Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie soll ich sagen, Teil 2, Neues aus Absurdistan. Es geht weiter und es gibt wirklich verrückte Sachen, man glaubt es kaum. Neues aus Absurdistan, Teil 2, rauchende Colts und ein neuer Rekord. Warum telefonieren die europäischen Staatsmänner nicht viel häufiger miteinander? Da liegen nun die Hauptstädte Europas, eine von der anderen, immer nur ein paar Flugstunden entfernt. Und wie verständigen sich die Direktoren der Staatsverbände, die ja trotz allen Geschreis nur einen großen Club bilden? Sie verständigen sich untereinander in einer Art, gegen welche die Trommelpost der Neger eine höchst moderne und hervorragende Sache ist. Diese Sätze habe nicht ich in die Tasten gehauen, sondern der deutsche Satiriker Kurt Tucholsky im Jahr 1931. Was sich seither verändert hat: aus Hiobs Botschaften wurden Erfolgsmeldungen. Newark hat erstmals seit 25 Jahren ein Wochenende ohne Schießerei erlebt. Wow! Jubelte die Weltpresse am 15. Oktober 2018 euphorisch. Darauf kann Amerika natürlich stolz sein. Jubelte der zuständige Polizeichef James O'Neill ebenso euphorisch. Ehe er samt gezücktem Revolver eilends wieder in Deckung ging für Statistiker. Pro Jahr ereignen sich weltweit mittlerweile rund 500.000 vorsätzliche Tötungen. Dazu kommen gegen 160.000 Kriegsopfer. Guten Tag, heißt es unterdessen Tag für Tag in der Tagesschau, ehe man uns Tag für Tag erklärt, dass es einmal mehr kein guter Tag war. Und die erfreuliche Nachricht: auch Quallen haben laut Biologen 500 Millionen Jahre lang ohne Gehirn überlebt. Genau. Immer schön, absolut absurd. Unfassbar, was es alles gibt. Und mich interessiert es halt einfach. Und es gibt so viele schöne Geschichten. Zum Beispiel wie diese hier. Wie unterschreibt die britische Queen? Was hilft gegen Sonnenbrand? Wie schnell wachsen Haare? Was ist Pfingsten? Und was sind Achselbärte? Diese und noch mehr hirnrissige Fragen werden in Deutschland, Österreich oder der Schweiz von 97% aller Internetsurfer laut neuester Statistik am häufigsten gegoogelt. So gut wie nie gegoogelt werden dagegen Fragen wie: werden wir von Google allesamt in der Nase herumgeführt? Wieso sollte man einem milliardenschweren Monopolisten trauen, der seit Jahren Steuern hinterzieht? Kooperiert Google mit dem US-Geheimdienst NSA? Weshalb beteiligte sich Google am Drohnenprojekt Maven des Pentagons? Warum war Google bis 2017 Inhaber des militärisch unterstützten Robotikunternehmens Boston Dynamics? Alles so Fragen. Und wieso zeigt sich die EU seit Jahren unwillig, eine ebenso effiziente europäische Suchmaschine zu fördern, deren Ergebnisse von Schlapphüten oder Staatsfunktionären nicht manipuliert werden? Weil keine Regierung daran Interesse hat. Was ich mir diesbezüglich von der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erhoffe? Nichts. Aber rein gar nichts, weil ich sonst enttäuscht würde. Tja, die nächste Geschichte: Damenbesuch am frühen Morgen. Wie oft überschneiden sich Stunden- und Minutenzeiger einer Uhr an einem Tag? Wer das weiß, so dozierte ein Professor im Frühstücksfernsehen, gehörte zu den cleversten 3% der Welt. Doch während ich verzweifelt meinen Taschenrechner zücke, klingelt es
Vor meiner Bürotür stehen zwei züchtig gekleidete Ladies. Die Heilige Schrift schenkt Antworten auf alle Fragen, säuseln sie. Wie oft überschneiden sich die Zeiger einer Uhr an einem Tag? Brumme ich. Kurzes Schweigen. Dann ein entrücktes Lächeln. Gottes Reich kennt keine Zeit. Na gut, bohre ich weiter. Hatte Adam einen Bauchnabel? Totenstille. Dann kichern die frommen Jungfern verlegen. Wir werden uns schlau machen. Gerne kreuzen wir am Nachmittag wieder bei Ihnen auf Kruzifix. Stunden später vermiesen mir die Nachbeterinnen die Rechnerei endgültig. Brav klären sie mich auf, dass Gott den Menschen laut Bibel nach seinem Ebenbild schuf und als Allmächtiger nicht abgenabelt werden musste. Somit hätten weder Adam noch Eva einen Bauchnabel gehabt. Aha, folgere ich. Also hat der Schöpfer zwar keinen Bauchnabel, aber einen allerwertesten. Vermutlich zögern die Dumpfbecken, nun reitet mich endgültig der Teufel. Na gut, wenn der Herrgott Adam und Eva nach seinem Ebenbild schuf, wie steht es dann bitte schön um seine Geschlechtsteile? Bingo! Ebenso schnell wie es erschienen war, suchte das himmlische Bodenpersonal errötet das Weite. Und wie oft überschneiden sich die Zeiger einer Uhr in 24 Stunden nun tatsächlich? Exakt 22 Mal. Leider gehöre ich nicht zu den cleversten 3% der Menschheit. Die korrekte Antwort musste mir ein befreundeter Mathematiker verraten. Unglaublich, aber interessant. Fotografieren verboten. Lust auf eine Nacht im Knast oder auf eine saftige Geldstrafe? Dann fotografieren Sie den Pariser Eiffelturm unbedingt bei Nacht und stellen Sie Ihren Schnappschuss anschließend auf Facebook. Das ist gesetzlich nämlich verboten, weil das französische Wahrzeichen nachts von einem urheberrechtlich geschützten Lichterspiel beleuchtet wird. Und weil Sie Facebook laut Kleingedrucktem mit jedem Upload die kommerzielle Verwertung ihrer Bilder gewähren, untersagt, haben auch kostenfreie Pressefotos im Kölner Dom, wie die dortigen Spatzen unter Androhung juristischer Schritte von den Dächern pfeifen. Ebenso geahndet wird in ähnlichem Sinne jede offizielle Fotografie des Atomimus in Brüssel. Weiterhin erlaubt bleiben dagegen kommerziell unterverwertbare Schnappschüsse aller europäischen Nicht-Sehenswürdigkeiten, also auch Nahaufnahmen von Boris Becker. Einfach nur herrlich. Das Laster mit dem Zaster. Gretchenfrage. Wie schafft es Otto Normalverbraucher unter Merkels Dauerkanzlerei zu einem kleinen Vermögen zu bekommen? Er musste vorher ein großes gehabt haben. Viele Geldinstitute, also wohl auch Ihres, garantieren im Pleitefall maximal 100.000 Euro Ihres Ersparten. Der Rest? Fragezeichen. Im Zweifelsfall futsch, weg, verspielt, verprasst, verpufft, wie man unsere Wirtschaft in der aktuellen Finanzkrise ankurbeln könnte, indem man Geldscheine mit den Konterfeis unserer Spitzenbanker bedruckt. Vermutlich würde die Mehrheit ihrer Moneten dann lieber verjubeln, statt sie unter der Matratze zu horten. Wer will schon gerne mit Finanzhaien unter einer Decke stecken? Nebenbei bemerkt, kennen Sie sich mit Bitcoins aus? Vermutlich hätte ich die virtuelle Währung ebenfalls begriffen, wenn man sie mir nicht etliche Male erklärt hätte. Eines aber ist selbst mir in Anlehnung an Mark Twain längst klar geworden. Ein riskanter Tag für Bitcoin-Spekulationen
ist der Mittwoch. Die anderen riskanten Tage sind Freitag, Montag, Sonntag, Donnerstag, Samstag und Dienstag. Das war's wieder. Neues aus Absurdistan, Teil 2. Kurios, verrückt. Aber so scheint es zu sein. Neues aus Absurdistan, Teil 2. Danke fürs Reinschauen nochmal. Lasst ein Abo da, auf den Daumen nach oben würde mich freuen. Und auf Kommentare. Und wenn es natürlich nicht gefallen hat, der Computer wieder ab. Also habe Dere, macht es gut. Helmut, die Janker Filmschmiede. Servus.